auch sein. Ich bin schon lange weg. Also was soll's? Ich spiele ja ein paar von Rays größten Hits. Oh Gott. Und ein paar von meinen. Was hab ich gemacht? Vielleicht fällt das alles irgendwann auf Blue zurück und beißt sie in den Arsch. Vermutlich eher. Wird das. Boah, Fehlfunktion. Von den Automarken, die jetzt nicht hier warten. Die TOS in der Stadt zu installieren. Kann man auch gleich ein Vampir zum Essen einladen und ihm einen verdammten Strohhalm geben. So, jetzt sagt er mal da drüben die nächste Kampagne, okay? Jetzt hab ich aber schon was. Du siehst mit zum Turm. Oh. Hätte fast mitgenommen. Fixauftrag, nein Mann. Wir sprechen mit dem anerkannten Psychologen Dr. Jetzt fix mir nix. Doktor, wie Sie ja wissen, gibt es in der Stadt einen Rächer. Glauben Sie, dass das gut ist? Nun, ich möchte es nicht gut nennen, aber in einer Stadt mit unserer Geschichte und steigender Bandenkriminalität brauchen die Bürger Sicherheit. Und durch ihn fühlen sie sich sicher? Er gibt die Illusion von Sicherheit. Die Menschen sollten ihn aber nicht für einen Helden halten. Und seine geistige Verfassung? Ist er irre? Ich mag das Wort irre nicht. Er hat einen Grund. Er ist jemand, der die Kontrolle verlor oder sie zumindest so fühlt. In seinem Kopf gewinnt er sie zurück. Er war wohl Opfer einer Straftat und dies ist seine Art, sich zu rächen. Sobald er wieder die Kontrolle hat, wird er aufhören. Aufhören. Einfach so. Ja, einfach Was passiert? so. Nicht gut. Wobei, oh, da liegt er. Aber er lebt noch, gell? So gerade noch. Ja, pass auf, der Rächer. So ihm eingetroffen. Ja, pass auf, der Turm, wie komme ich da rauf? Da rundum. Scheiße, da nicht rundum. Da hinten war der Tier, gell? Hey, nur los. Da können wir auch nicht um. Aha, unten rundum. Ja, pass auf, wir sausen da irgendwo oben. Da ist gut. Nimm die Treppen. Ja, pass auf, da gibt uns was in Regelung. Vorbei. Breigebot. Da schwimmen wir. Die Sicherheitstür. Die haben wir schon. Da haben wir bereits die zweite Entriegelung. Also so mal her. Dieser wieder.
Achso, da ist er schon. Das war schon wieder mit dem Zauber. So, jetzt haben wir neues Versteck verfügbar. Scheiß drauf. So, jetzt möchte ich ein bisschen gleich wieder aussehen. Zur nächsten Mission. Ja gut, machen wir gleich. Und da Kimi, scheiße. Da meine ich mich nicht um mich. Wobei, da geht's. Bin doch ein Mann der Abkürzungen. Hey, wie schaut du aus? So, dann nehmen wir am besten. Und umpacken's. So, dann nimm den Pickup. Genau, mal Krungweiten. Oh. Den hat er schon. Pass auf, knapp 600 Meter bis der nächsten Mission. Da müssen wir ein bisschen vorwärts kommen, gell? Sonst zieht das gerade unnötig in die Länge. Er parkt da, ha? Pass auf, die Mission. Wo sind die? Da hinten. Hey. Den haben wir ein bisschen erleichtert. Den Kampfsportler. Und jetzt dann mal in den Abgrund starren. Scheiße. Ich vergesse, dass Clara sowas nicht gewöhnt ist. Ich verschreck sie, wenn ich nicht aufpasse. Crispin ist mein Ticket für die Auktion und die Chance, an Iraq ranzukommen. Er muss verschwinden. Der Crispin. Aha, mein Ziel. Hey, schau sie, die sind Trompe. Der Ort ist zu öffentlich. Besser, wir gehen leise rein. Scheiße, die Hecknummer. Oh. Ein Problem, ne guter. Pass auf, herin sind wir schon mal. Mr. Quinn möchte, dass Ihr Besuch in Chicago ein denkmaliger wird, Sir. Wer ist der Crispin? Der Wagen schnurrt, was? Exotisch und schnell. Mr. Quinn wusste nicht, welche Farbe Sie mögen, also wählen Sie selbst.
Der ist es. Okay. Wenn ich zurück bin, steht er bereit. Er hat die Agenda auf dem Handy. Er darf nicht verschwinden. Wo ist der? Eliminieren Sie Chris Bean. Per Cam oder muss ich reingehen? Vorbei, geht das so? Mann, geht so nicht. Ja gut. So, dann wir wir schauen vorbei. Mal schauen, was die Bumm sagen. Ja, gibt denn einen Hintereingang? Nicht, oder? Scheiße. Ja, ich meine, ich kann da ein bisschen abfallen. Probier's mir vorne nicht. Das ist auch nicht besser. Der Oliver. Hoppala. Und da können wir doch. Wie schaut denn aus? Können wir mal springen? Scheiße, können wir nicht. Die können gerade alle Verstärkung rufen. Zu meinem Leid. Pass auf. Ein Jamcom. War das nicht der Blackout? Kann es sein? Ja gut, überzeugt. War kein Blackout. Freunde, angetreten. Es bimmelt. Im Karton. Scheiße. Crispin! Crispin darf mir nicht entkommen. Scheiße. Raus, sofort! Ach du Scheiße. Die Dame sagen, er geht stiften. Aber nicht mit mir. Freunde, keine Gnade. Ein paar Jungs hier raus. Durch den Schnellverkehr. Wird gemacht. Ich bin dran. Ich stoß ihn von der Straße. Aber hallo. Muss mir einen anderen Wagen suchen. Eigentlich wollte ich mir gerade durchschleichen, aber es hat nicht ganz hingehauen. Mal, ich war jetzt langsam. Fahr ihm rein, verflucht. Hey. Ja gut, war schon. Die Sau brennt. Ich versuche ihn zu rammen. Ja, Kumpel, steig aus. Wir lösen das wie Männer. Wir stecken in der
ihn! Nimm die Seite! Ich komme von hier! Da ist der Scheiß! Hey, da drüben! Ja, Mann, war nix. Die kann ich retten, gell? Die Scheiße. Bin ja nicht der Retter. Bin der Hacker. Mr. Crispin, ich werde nicht um den heißen Brei reden wie meine Geschäftspartner. Ich soll mich um sie kümmern, also weiß ich von ihren Hobbys. Was sie mit den Mädchen machen, das geht mir nichts an, wenn sie außer Landes sind. Aber hier in Chicago dürfen sie Mr. Quinn nicht in Gefahr bringen. Als Entschädigung haben wir ein kleines Geschenk für sie im Infinite 92. Fragen Sie nach Poppy Special. So kommen Sie auch an die Einladung für die Auktion. Crispin war auf dem Weg, sich etwas abzuholen, namens Poppy Special, in einem Club namens Infinite 92. Infinite 92. Kein offizieller Eintrag. Er wird in ein paar Threads erwähnt. Oh. Ist wohl ein Fetischclub für Gentlemen. Illegal natürlich. Also ist das Poppy Special eine Frau. Passt zu dem Profil, das Quinn von Crispin hat. Ich bezweifle, dass Poppy das Treffen überlebt hätte. Was für eine Auktion ist das? Ich glaube, wir kennen beide die Antwort. Ich fahre zu dem Club. Da finde ich Crispins Einladung. Pass auf, die Mission. Also. Bin noch nicht ganz vorbei. Aber den Crispin haben wir schon mal ausgeschalten. Und geröstet. Vorsicht! Ich bin's. So, jetzt Mächter. Was wird jetzt? Weil gut nicht passt. Wahrscheinlich möchte wieder irgendwas hacken, oder? Wie meistens. Hey. Gut. Ich bin verkleidet. Monstermann. Kontrolle behalten, so viel möglich sagen. Wenn Crispin wirklich so kaputt ist, dann rege ich Aufmerksamkeit. Nur die Auktionseinladung finden und dann weg. Das Poppy Special. Sehr gut, Mr. Crispin. Ein besonderes Gericht extra für Sie zubereitet. Wir passen schon auf Ihre Waffen auf. Ja gut, wenn es gerade die Pistole ist. Mr. Crispin, hier entlang bitte. Wo sind die zugeteilten Wachen, Sir? Wir waren zu langsam. Folgen Sie dem Wirt. Hey, ein feiner Club, hä? Wenn wir ein bisschen leichter gehen, wenn wir schon da sind. Das muss Crispin sein. Ein kranker Penner. Ich hab was von Kannibalismus gehört. Mit dem Ruf bekommt man eh kein Date. Mr. Quinn wollte sicher gehen, dass Sie sich wohlfühlen. In seinem Namen bieten wir Ihnen eine Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen viel Spaß damit. Also du bist die Aufmerksamkeit, hm? Wie heißt du? Poppy? Ich weiß, wer du bist. Was du mit Mädchen machst. Nein, es ist nicht. Ist okay. Ich gehe. Mr. Crispin, alles zu Ihrer Zufriedenheit? Noch eine Störung und Sie sind dran.
Ich werde dir nicht wehtun. Komm einfach mit mir. Ich helfe dir. Nein! Die finden mich. Sie sagten, du bist ein Monster. Bist nicht Crispin. Oder? Mein Name ist Pierce. So, wie schaut denn aus? Wir lassen sie im Winnie die 92. Ja gut, aus sie doch. Wobei, den Hecki noch. Er möchte erleichtert werden. Ein ganzes Menü, Mann. Vielleicht das wieder ein bisschen reicher geworden. Hey Baby, schaut denn aus mit uns zwei? Hat ein bisschen Zeit, ha? Ja gut, ich mag mich nicht. Die ständiger Bayern. Meine Waffe. Hoffentlich beehren sie uns bald wieder. So, dein Besonders war doch gerade die Zauber, oder wie? Tu mir einen Gefallen. Ich muss Poppy aus dem Laden rausholen. Ruf den Club an, gib dich als Crispins Assistentin aus. Sag, dass ich wünsche, dass mir Poppy bei der Auktion geliefert wird. Ja, okay. Sie wird da sein. Das regel ich. Vielleicht musste Crispin sterben, aber wenigstens retten wir das Mädchen. Das ist gut, oder? Ich weiß nicht, ob die Rechnung aufgeht, aber wir holen sie da raus. Fräulein Poppy, ja gut, für den Mund. Dann soll es retten.